habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Alles, was ich weiß, ist, dass man jetzt dann es kotzen kommt mit einem angesuchten Oktoberfest-Weißwurstburger. Und darum heißt es heute How to Burger. Achtung, Verwechslungsgefahr. How to Birger, How to Burger. Burgergrillen hört sich jetzt erst einmal ganz einfach an. Gut? Ist er, wenn's dein eingefahrenes Aldi-Patty in deine eibackelten Burgersemen steckst, ein Blatt Salat fürs schlechte Gewissen dazulegst und meinst, du bist der best Burgerbrauter Sepp EU-West. Nein, bist nicht! Bun, Patty, Sekundärbelag. Wichtig! Und darum fangen wir ganz am Anfang an mit Phase 1. Buns. Das Ganze drum steht und fällt mit den richtigen Buns. Beim unwissenden Fußvolk bist du bekannt als Burgersemi. Wir brauchen einen Fluffigkeitslevel 9000 plus. Und deine fertig gekauften Burgersemen, die schon beim Auseinanderschneiden von Nolons zerbreseln, sagen wir so, genügen meinen Ansprüchen nicht! Wir sind da in der Advanced Grillen Version! Nicht in deinem, ja, schütt doch mal das Bier übers Fleisch, weil's besser ist, Grillkurs für Grillgichtel! Jetzt holst du einen Zettel und einen Stift und schreibst dir exakt mit, was du brauchst. Du sollst nicht schauen, wie es sei soll, wenn's funktioniert, einen Zettel und einen Stift holen! Fix! Du riechst da folgendes her. 180 Gramm Milch, mindestens mit 3,5% Fett, ist wichtig. 40 Gramm Butter, 330 Gramm Mehl, Typ 550G. Die teilst auf in einmal 150 Gramm und einmal 180 Gramm. Frag nicht so dumm, aufschreiben sollst das. 15 Gramm Zucker, 5 Gramm Salz, einen halben Würfel Hefen, ein Ohr und 2 Schüssel. So, aufpassen jetzt. Nach der Reihe. Schüssel her und eine mit die 180 Gramm Milch, 40 Gramm Butter und 15 Gramm Zucker. Das Ganze mit dem Verwurstelgerät 2 Minuten zerwursteln. Dann die ersten 150 Gramm Mehl rein, 5 Gramm Salz dazu und den halben Hefewürfel zerbräselst und wirfst ihn hinten nach. Und wieder sauber 7 bis 8 Minuten einwursteln ins Viech. Ganz wichtig jetzt, während du wurstelst, tust immer wieder wegen von den 180 Gramm Mehl und dem einer Ohr nach und nach dazu. Fertig. Der Teig ist jetzt ziemlich weich und feucht. Wie dein Aldi. Darum straßt ein wenig Mehl auf deine Arbeitsplatten, damit nichts bicker bleibt. Das Ganze wären ca. 6 bis 8 Buns. Nimmst du aber ein kleines Breckel, formst nicht deine Bratzen zu einer Kugel und haust es auf ein Backblech. Backpapier nicht vergessen. Wenn's da alle hast, wirfst du den Hoden drüber und lass es noch eine Dreiviertelstunde gehen, damit's schön aufgängen. Ab in den Ofen damit, bei Ober- und Unterhitze, keine Umluft. 200 Grad für exakt 12 Minuten. Bäm, Alter. Die sind so weich, dass ja jeder Babyarsch ausschaut, als kannst du mit der Zaunlatten abschleifen. Probier das, du kaufst dir nie wieder fertige Buns, wenn du die Dinger einmal gemacht hast. Garantiere dir. Weiter dir mal in Phase 2. Fleisch. Mit deinen eingefrorenen oder veganen Kackbratzen-Patties. Schleichst die! Die machen wir selber. 100% Beef, bitch. Bei der Metzgerei-Fachverkäuferin unseres Vertrauens holen wir uns erst einmal 1,6 Kilo Rinderhackfleisch. Kein gemischtes. Du kriegst passend zu die 6 bis 8 Buns 8 zu 200 Gramm Patties raus. Den Batzen haust du in der Schüssel. Salz und Pfeffer dazu, sonst nix. 100% Beef, bitch. Und dann 2-3 Minuten lang sauber durchknautschen. Ja, aber Birger, du Kacknoob, da gehört doch ein Ohr rein, damit's nicht auseinanderfällt. Halt doch den Fotzen! Beim sauber Knautschen wirkelst das Eiweiß aus dem Fleisch, bis so ein bisschen faserig wird. Nachher holt's nicht von selber zusammen, du ahnungsloser 5-Sterne-Koch! Zum Formen holst du jetzt entweder eine Burgerpressen, die kostet ein wenig, aber damit geht's am schönsten, oder einen Teller, drückst auf aufs Viech, klopfst den Rand ein wenig fest, fertig. Oder ganz klassisch mit deinen Wichsgriffen. Wichtig ist, dass du es ein wenig größer als deine Buns machst, weil die Patties beim Grillen ein wenig eingängen und kleiner werden. So einfach ist das Wichtigste eigentlich erledigt. Total verkacken kannst du es jetzt eigentlich bloß nur in Phase 3. Sekundärbelag. Der Grill ist so kurz und alles, was wir brauchen, ist fertig. Buns, Fleisch, Sekundärbelag. Stimmt, den brauchen wir noch. Je nach persönlicher Vorliebe ist es jetzt natürlich unterschiedlich, aber ich habe im Burger neben dem Fleisch auf alle Fälle einen Käse drin. 2 Scheiben Cheddar am besten. Bacon! Wer braucht Liebe, wenn man Sachen mit Bacon dekorieren kann? Salat! Die inneren Teile davon, nicht die labbrigen Außenbladel. Ein Zwiebel! Schöne fette Gemüsezwiebelringe. Oder Burgersauce! Oft gelangt der einfache Standard-Burgersauce, wie du das überall kriegst. Du kannst da Fralle aber einhauen, was du möchtest, Tomaten, Gurkel und so weiter, wobei ich der Meinung bin, dass das wasserige Klump im Burger eigentlich nichts verloren hat. Patties auf dem Grill, mit genauen Grilltemperaturen fange ich jetzt nicht an, sonst eskaliert's, aber wenn's das bei einer ordentlichen Hitze auf 1-2 Seiten 3 Minuten aufhaust, passt das normal. Wenn's das genau
Advanced. Haben möchtest, misst Kerntemperatur. Wenn die bei 56 bis 60 Grad ist, sind's babene perfekto. Wenn's das erste Mal umdrehst, haust dein Käse auf, damit der schon einmal läuft. Unsere Buns schneidet man in der Mitte auseinander und toast man auf der Innenseite 20 Sekunden an. Nicht länger. Dann bauen wir zusammen. Unterseiten vom Bun 2 bis 24 Streifen knusprigsten Bacons, Patty mit Käse, bisschen an Salat, 2 Zwiebelringel, Burgersauce auf, Oberseiten vom Bun. Bam! Und fertig ist der grundsolide Burger. Haut's mir bloß ab mit eine Oktoberfest-Experimente. Ohne Scheiß. Scheiß du mir, dass du einen anständigen Standardburger hinkriegst, bevor es... da fällt mir ein, weißt du, wenn wir schon lange nicht mehr gehört haben. Richtig! Außer dem ungeschriebenen bayerischen Verhaltenskodex. Hiermit erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass er gefälligst aufhört, mit seinem Leberkass Weißwurst Burger-Scheißdreck zum Aneinanderkatzeln. Sonst kommt Burgfutzen AC 130 und rotzt der 2-3 Zahnluckern in der Sau um Freibierfutzen. So, hätten wir das auch mal wieder. Ich hoffe, euch hat's taugt. Wenn's dir gefallen hat, lasst ein Like da. Mich würde natürlich interessieren, was ihr in eine Burger so als Sekundärbelag einhaut. Ab in die Kommentare damit. Und wenn's noch mehr so einen Blödsinn sehen möchtest, drückst du auf eins von den Videos oder lasst ein Abo da und aktivierst die Glocken. Weißt das? Eben es ist. Und ich gehe jetzt präventiv die Burgfutzen 130 nachladen. Haut's euch eine. Habe die Ehre.